Ich glaube, ich war in diesem Moment so überwältigt, dass Logan Paul in der Schweiz war. Ich habe gerade meine Nummer nicht geleakt, oder? Wir können das Video von Hannah schauen und die Fragen mitbeantworten. Das wär's. Dies ist es. Ich zeige euch meine YouTube-Einnahmen. Hannah Tulnik aus Österreich. Wir gehen rein. Zeig uns Bilder, die du auf Snapchat verschickt hast. Die letzte Hannah hat doch gar kein Snapchat. Nachricht von Mike. Dein erstes TikTok-Video. Mein WhatsApp-Profilbild. Das erste Bild mit Adi. Meine YouTube-Einnahmen. Oh. Cool. Ihr habt mir gesagt, was ihr gern von mir sehen wollen würdet. Und das zeige ich euch jetzt. Ich wette zu 100%, dass dort so horny Dudes in die DMs geslidet sind und gesagt haben, Nudes. Nee, Digga. Zeig mir dein erstes TikTok-Video. Okay. Wir schauen zuerst ihre Antworten und dann zeige ich's. Vielleicht hat es der ein oder andere mitgekriegt, aber das letzte Mal, Adi wollte mir erst das Video anschauen in einem Livestream und ich habe mich echt hart dagegen gewehrt. Stimmt, Digga, ich wollte das anschauen, als ich auf dem Klo war und die wurde richtig mad. So unangenehm ist. Meine ersten TikToks sind so unangenehm, aber wir schauen es uns jetzt zusammen. Ja, aber das gehört ja zum Leben dazu. Das ist ja, man entwickelt sich ja weiter und dann ist es ja auch quasi so. Das ist es. Ich habe zu der Zeit halt nur so Lip-Sync-Stuff gemacht. Let's go. Ja, es ist okay. Man muss sagen, der Content von damals war nicht viel schlechter als der, den sie jetzt macht. Ich muss noch meines zeigen. Okay. Mein erstes TikTok. Ich glaube, das ist richtig unspektakulär und wack. Warte. Ey. Digga, wie viele Videos habe ich gemacht? Wann habe ich diese ganzen Videos gemacht? Okay. Mein erstes Video auf TikTok schiebt rückwärts. This rabbit lives in the living room. Mind blown. Und Beschreibung auf Boomer angelehnt. Let's go. Es hat keinen Sound. Chillig. Oh, gutes Video. 60.000 Aufrufe und 4.000 Likes. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ganz runter gescrollt. Oha, das haben wirklich Leute gemacht. Okay, weiter. Zeig mir dein schrägstes Talent. Ich kann mit den Augen zittern. Das hat der Nicklicher geschrieben, mein Manager. Krass, Nicklicher. Ich kann das. Also... Ja, okay. Aber wer das nicht kann, so und dann... Easy. Sonst kann ich... Nix. Was kann ich noch? Deine Polaroid... Okay, warte. Ich kann noch was, aber ich weiß nicht, ob man das gut hört. Ich kann pfeifen wie ein Vogel. Ich probiere das jetzt mal. Ja. Das ist mein Talent. Bilder mit Adi. Ich hab die Bilder. Ich habe keine Bilder mit ihr. Also, ich habe die irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Die beiden hier. Oha, wieso hat sie diese Bilder noch? Die sind schon, ich sag mal so, ich glaube, wir waren da beide extrem nüchtern. Ja, das muss es sein. Und ich wollte ja eigentlich in der WG zu den anderen Bildern hängen, aber es ist noch nicht dazu gekommen. Das von Lisa und Malenci, das wollte ich nur dazu hängen. Aber das muss ich halt noch machen. Die sind übrigens in Zürich entstanden, in dem Hotel, wo wir waren. Da hat es nämlich Polaroid-Kameras gegeben im Hotelzimmer, was voll nice ist. Und das da ist in Wien entstanden. Da waren wir was trinken im Hotel. Da ist super Wand. Meine Wand schaut so viel besser aus als vorher. Nee, da lief nichts. In Zürich, da lief gar nichts. 9 Monate später, ich werd Vater. Ja, das ist ja alles immer runtergebröselt und ich meine, es ist ja nicht perfekt, aber so schaut die Wand jetzt aus und ich bin sehr happy. Also ich sag, Hannah, ich sag ganz ehrlich, Hannah hat schon einen guten Style, aber das ist eigentlich schon so ein Ding, wo man sagen muss, Verhütung. Klassische Verhütung. Ja gut, andererseits, andere Leute haben einen Topf, das ist auch Verhütung. Zeig uns Bilder, die du auf Snapchat verschickt hast. Ich würde es echt sagen, aber das Ding ist, warte, zeige ich das kurz. Ich habe kein Snapchat. Sieht man das? Okay, Bilder, die ich auf Snapchat verschickt habe. Ich habe vielleicht irgendwas abgespeichert, aber ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, das ist etwas von Snapchat. Geile. Mein WhatsApp-Profilbild. Ihr habt circa seit einem Jahr, glaube ich, schon das gleiche Profilbild und den gleichen Status. Der lautet, hallo, ich benutze WhatsApp. Und ich will den nicht ändern, ich will keinen unprofessionellen Status haben, weil ich mir denke, was ist, wenn ich mit Firmen oder so auf WhatsApp schreibe, ist ja mega unangenehm. Aber das Ding ist, die Firmen kennen mich ja von TikTok und so, das ist ja noch unangenehmer. Okay, ich habe auf WhatsApp, ist das mein Profilbild, sag ehrlich, wenn der dir schreibt, du würdest nicht auf ein Date gehen und dann habe ich habe gerade meine Nummer nicht geleakt, oder? Und als Status habe ich, komm, lass es. Ja, so ist es. YouTube-Einnahmen. Ich habe die Frage gesehen und habe so gedacht, what the fuck, als ob ich meine YouTube-Einnahmen herzeige. Aber es ist anscheinend nicht so... Also man kann sie machen. Es sind ja nur Einnahmen. Hat man nicht nur früher gesagt, dass man das nicht zeigen darf, weil das irgendwie illegal ist?
Und jetzt machen sie irgendwie alle. Wenn man sich ein bisschen damit auskennt, dann kann man sich das selber ausrechnen, deswegen gebe ich es jetzt einfach Preis. Kooperationsgeld kann ich ja nicht preisgeben, weil man darf das ja nicht sagen, wie viel man kriegt für Firmen, glaube ich. Also manchmal unterschreibt man da was, dass man nichts sagen darf. Egal, wir reden nicht so lange um den heißen Brei herum. Wir reden nicht so lange um den heißen Brei. Also im Jänner habe ich ungefähr $900 gemacht, was sehr geil ist. Danke dafür. Es ist für mich echt viel Geld, vor allem wenn man meinen Werdegang Es ist echt viel Geld. kennt mit meinem Kontostand. Es ist echt crazy und ich bin sehr, sehr dankbar. Aber das kann man jetzt nicht so sehen, dass ich da wirklich 900 Euro straight so krieg, weil wenn man selbstständig ist, muss man Steuern zahlen, Versicherung, bla bla bla. Aber es ist ja so wie bei jedem Selbstständigen halt. Also damit ist die Frage zu meinem Kontostand, glaube ich, auch geklärt. Ich bin im Plus. Ich muss ganz kurz schauen. Ich zeige vom Hauptkanal, was ich im Januar verdient habe. Ich zeige es vom Hauptkanal. Ich mache die letzten 28 Tage. Die letzten 28 Tage auf meinem Hauptkanal habe ich 1485 Schweizer Franken verdient. Das sind etwa 1350 Euro und 8000 Abonnenten gemacht. Mashallah. Aber nicht danke dafür, das ist viel zu wenig. Bitte schaut meine Videos mehr. Spaßkuss. Kuss. Letzte Nachricht von Mike. Mike hat geschrieben, kommt morgen ein Video? Ich habe geschrieben, nein. Und er, oha. Ja, aber jetzt kommt ein Video, weil ich war vorher live auf TikTok und da habe ich so erzählt, ich kann keine YouTube-Videos mehr posten im Sublog. Meine letzte Nachricht mit Mike, Wallabilla. Er hat geschrieben, lol, Logan Paul war in der Schweiz. Ich habe geschrieben, ich weiß. Hab seinem Kameramann schon geschrieben, aber nichts gehört, RIP. Digga, imagine this. Ich habe dem Kameramann von Logan Paul auf Insta geschrieben, hey yo, bist du in der Schweiz? Das war richtig cringe. Warte, wie heißt schon wieder der Kameramann von Logan Paul? Das ist so ein Deutscher. Logan Paul. Und sein Kameramann ist David Shaben. Ich habe ihm geschrieben, Achtung, yo. Falls ihr in der Schweiz seid, kann ich euch sehr gerne weiterhelfen, was Lustiges zu unternehmen. In den Bergen oder auf was ihr Bock habt. Ich arbeite immer wieder mit Red Bull Switzerland zusammen, die können spontan immer crazy Stuff auf die Beine stellen. Wie kann man so hart an einem Schwanz lutschen? Ich glaube, ich war in diesem Moment so überwältigt, dass Logan Paul in der Schweiz war und ich wollte den unbedingt mieten. Mein Logan Paul ist für mich, auch wenn der einen Skandal hatte, Logan Paul, das war für mich die beste YouTube-Zeit. Und dann habe ich noch geschrieben, falls du, ihr Bock habt, könnt ihr euch gerne einfach melden. Greetings, Adi. Und dann dieses Emote mit so diesem Emote. Ja, und das Standbild, das schiebt auch ganz anders. Das erste Bild mit Adi. Das erste Bild mit Oha. Adi ist entstanden in Berlin. Die Story ist folgende. Wir haben da Malenchi, Mike Wallace und ich Wallabilla. sind zu so einer Karaoke-Bar gegangen, zu der uns Leon Content gebracht hat und die war Oha, das bin ja ich. Mashallah. sehr, sehr sass. Ich kann es beschreiben, das war in irgendeinem Eck hinter... Das war sehr, sehr sassy. Die haben da zu 100% Drogendealer vertuscht. Geheimgängen ist man da runtergegangen in den Keller. Es hat top secret gewirkt. Und dann waren wir da so in einem Raum und haben Karaoke gesungen und das war voll funny, aber ich kann nicht beschreiben warum, aber es war sehr, sehr sass. Ja, wir waren auch sehr, sehr drunk. Wir waren wirklich sehr, sehr drunk. Ich glaube, irgendjemandem ging's richtig räudig. Aber ich weiß nicht mehr wem. Es hat nicht legal gewirkt, die Karaoke-Bar, aber... Die war zu 100% nicht legal. Oha, das Bild. Oha. Auf cute angelehnt. Und das ist auf jeden Fall das Bild, das entstanden ist. Schaut ganz lieb aus, finde ich. Ich glaube, wir waren da nicht ganz nüchtern. Ja. Zeig mir, was du dir als nächstes kaufen möchtest. Also ich will mir das nicht kaufen, weil ich wünsche es mir zum Geburtstag. Ich habe nämlich im Februar schon. Und da wünsche ich mir von meinen Eltern so einen Desktop. Ich bin so dumm. Ein Bildschirm. Ich sag seit einem halben Jahr jedes Mal Desktop, aber es heißt Bildschirm. Zum Cutten. So einen großen, dass ich da so sitzen kann und dann so cutten den ganzen Tag, wie so bei Netflix. So stellen wir das ungefähr vor. Und das wird die nächste Investition, beziehungsweise mein Geburtstagsgeschenk. Hannah schneidet immer noch auf dem Laptop und Leute, die auf dem Laptop schneiden, sind mir sehr, sehr sassy. Zeig dein erstes... stimmt, ich muss ja selber beantworten. Zeig mein erstes Bild mit Hannah. Das ist das Bild davor, dann ist dieses Bild und dann ist dieses Bild. Wir waren da sehr, sehr nüchtern in der Karaoke-Bar. Mein Hintergrundbild. Playbutton, den habe ich so seit Neujahr. Ey. Playbutton presented to Adi Totoro. Okay, mein Hintergrundbild ist die neue Kollektion von Fuego und Die Different. Das ist mein Jahresvorsatz für 2022. Ein Playbutton wäre so huge und wenn ich den erreicht habe, dann habe ich keine Ziele in meinem Leben. Das ist das Krasseste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Deswegen ist der Playbutton mein Hintergrundbild. So für Motivation. Das sollte jetzt auch machen. Ja, aber man darf nie vergessen, Erfolg ist kein Glück.
Und man muss Insta-Stories posten mit den Krokodil-Emojis. Irgendwas, was ich wünsche, ist einfach als Hintergrund mitnehmen. Lieblingskette. Das ist zurzeit meine Lieblingskette, aber ich habe sehr, sehr viele Lieblingsketten. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Die ist auf jeden Fall von Mon. Scheiß drauf, ich hole euch ganz kurz meine Lieblingskette. Es wirkt immer so dumm, wenn ich immer alles von The Different habe. Den Hoodie, das Hintergrundbild und auch die Kette. Ah, geiler Fokus. Ist von The Different, aber das Ding ist halt einfach, dass es die einzige Kette ist, die ich habe. Ich habe keine andere Kette und die ist von The Different. Deshalb ist es meine Lieblingskette, I guess. Mein Kühlschrank, so schaut er aus. Ja, so schaut mein Kühlschrank aus. Ich liebe den Kühlschrank Ich habe keinen Kühlschrank. von Hakuma. Oh mein Gott, das hört sich so an wie so ein Werbesatz. Nein, ich liebe den Kühlschrank von Hakuma, wirklich. Das ist schon krass, ne, wenn man so einen Kühlschrank liebt. Ja, okay, scheiße. Ja, der ist geil. So ein Kühlschrank im Zimmer hat schon was. Und vor allem, man kann sie das mit Alexa verbinden und den Kühlschrank dann ausschalten mit Alexa Kühlschrank aus. Da ist der in der Nacht nicht laut. Ein Bild von dir mit 14... Okay, nee, scheiß drauf, kein Bild. Naja, okay, lass es. Ein Bild von dir mit 14 Jahren. Jahren. Okay, hier. Ich hoffe, ich finde das. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich damals so lange Haare hatte. Sieht eigentlich ähnlich aus, aber irgendwie auch nicht. Ich werde es mal wieder lang wachsen lassen. Ich hätte gerne wieder so richtig lange Haare oder Ich weiß nicht, ob ich ein Bild habe, wo ich 14 war, weil ich bin so ein Mensch, ich wechsle mein Handy immer und ich ziehe keine Bilder rüber. Mich juckt das nur. Kennt ihr das? Ich habe jetzt so Bilder bis Anfangs 2020 auf meinem Handy. Ich habe wirklich gar nichts. Aus deiner Galerie vom 28. November. Okay. 28. November. Wie findet man das, ist die Frage. Ey, ich habe literally am 27. und am 28. Ist es Zufall? Man weiß es nicht. Ah, das ist ja lustig. Am 28. November war ich in der Schweiz. Deswegen 28. Okay, ich zeige euch ihn ganz. Ich füge ihn ganz ein. Ich habe da ein Spiegel-Selfie von mir. Willst du sehen? Da ist es. Ja, moin. Und ein Bild vom Adi beim Cutten. Nee, beim Stream. Ja, warum haben wir das gemacht? Ja, Ah, lol. hab ich nicht. Ah, und nur ein Spiegelbild von mir. Ja, yeah, das war's. Ja, danke fürs Zuschauen. Das war's mit dem Video. Und kommentiert gerne, was euch sonst noch so interessiert, was ihr gerne sehen wollen würdet. Und schreibt es mir gerne auf Insta. Na, folgt mir gerne. Ich kann es mir gerne auf Insta schreiben. Auf. Na, scheiß drauf. Ich habe da ja schon kommentiert. Wer bist du und wieso kommst du mir bekannt vor? Aber ich habe das Video noch nicht geschaut. Gutes Video. Hanna, Grüße gehen raus nach Österreich. My heart went